Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel beim SC Freiburg, Endstand 2:2. Bevor wir reingehen, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, scrollt mal runter, klickt auf den Abonnieren-Button, ist kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt den Kanal damit. Vielen lieben Dank. Ja, das Spiel war nichts Ganzes, nichts Halbes, würde ich sagen. Immerhin sollte jetzt auch der letzte Bayern-Fan verstanden haben, dass die Meisterschaft die Saison überhaupt gar kein Thema ist. Ja, unabhängig von dem, wie Leverkusen spielen sollte am Wochenende. Ich denke, man hat heute wieder ganz klar gesehen, wo unser Leistungsniveau liegt. Und mit der Leistung, die wir gezeigt haben, wird es super, super schwierig, am Dienstag in der Champions League weiterzukommen. So, das kann ich auch schon mal vorhersagen. Zum Spiel gehen wir es kurz durch. Anfangsphase wild. Also Freiburg natürlich die bessere Mannschaft. Außer Frage, ja, der Einzige, der uns im Spiel gehalten hat, war Manuel Neuer. Manuel Neuer heute auch der beste Mann bei uns auf dem Feld. Ja, so nach 25, 30 Minuten ist ein bisschen besser geworden. Tuchel hat auch ein klein bisschen umgestellt gehabt. Und dann sind wir ein bisschen besser reingekommen, aber ja, wirklich überzeugend war das nicht. Ja. Es war dann so, Freiburg hat das Tor gemacht, Freiburg hat das gemacht, was man gegen uns machen muss. Hat sich kompakt hinten reingestellt und wir waren wieder komplett ideenlos. Komplett ideenlos. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich weiß auch nicht, wer soll da die kreative Figur in der Mitte sein. Leon Goretzka, erste Halbzeit haben wir die ersten 30, 35 Minuten haben wir mit 10 Mann gespielt. Ich weiß nicht, warum Leon Goretzka auf dem Feld war. Ja, Katastrophe. Zweite Halbzeit war er gut, weil hat er in der Dreierkette hinten gespielt. Das war okay. Da hat er mir ganz gut gefallen, mal abgesehen vom 2:2, wo er auch daran beteiligt war. Kommen wir später zu. Aber erste Halbzeit, ich sag ja, also in dieser Mannschaft, mit dieser Taktik, die wir spielen, ist ein Goretzka einfach komplett überflüssig auf der Achterposition. Ja, anders kann ich das nicht sagen. Kommen wir später nochmal zum Leon. Ja, komplett ideenlos. Es war dann ein Sonntagsschuss, den wir dann reingemacht haben durch Tell. Ansonsten war Tell aber auch nicht wirklich stark heute, muss man fairerweise auch sagen. Lag aber natürlich auch daran, dass er auf der rechten Außenbahn gespielt hat und das für ihn nicht wirklich gut war, ja, wie man gesehen hat, denke ich. Das Tor hat er dann auch von der linken Seite gemacht, weil er dann mal gerade auf links war. Auch das Wechselspiel mit Müller. Müller hat da wieder mehr Chaos reingebracht, wie irgendwas. Kommen wir auch gleich nochmal genauer zu. Weiß ich nicht. Zweite Halbzeit sind wir eigentlich gut rausgekommen. Muss man ja fairerweise mal sagen. Die erste Viertelstunde war echt gut nach der zweiten Halbzeit. Also Start in der zweiten Halbzeit. Auch wenn Freiburg natürlich auch eine Riesenchance hatte. Ja, genauso wie wir. Anfang der zweiten Halbzeit. Und danach, ja, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, nach vorne so. Wir haben ein bisschen was versucht. Wir haben aber keinerlei Ideen gehabt. Und Christian Streich hat uns immer wieder ausgecoacht, ja, immer wieder, dann nach der guten Viertelstunde, die wir zweite Halbzeit hatten, hat er einfach mal kurz die Formation geändert und schon war bei uns wieder der Stecker gezogen. Ansonsten auch der Freiburger Torwart hat es auch geschickt gemacht, da mit seiner angeblichen Verletzung einfach mal kurz den Stecker gezogen. Ist ja bekannt, dass wir da anfällig sind, wenn das Spiel mal irgendwie eine Minute unterbrochen ist, hat er auch clever gemacht. Ja, und dann das 2:1, wo du eigentlich schon wieder gesagt hast, Alter, zum 100. Mal in diesem Spiel läuft der da gegen 4 Mann rum. Ja, und dann hat's einmal geklappt. Ja, war eine Einzelaktion von Musiala, war stark gemacht. Vorher war das Katastrophe, was der Junge heute gespielt hat. Aber auch da fairerweise, für mich spielt er auf der völlig falschen Position. Generell heute wieder... Ich weiß nicht, warum man sich die Stärke von Tell beraubt und ihn auf die rechte Seite stellt. Über links war er bisher bärenstark jedes Mal.
Punkt 1, ja, ich meine, wenn Musiala nach links stellst, kannst du Musiala auch nach rechts stellen, dann hättest du wenigstens Tell schon mal auf der Seite, wo er sich wohlfühlt, gehabt. Ansonsten Müller war wieder Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, mit welcher Berechtigung der heute auf dem Feld stand, mal abgesehen von einer Aktion in der zweiten Halbzeit. Musiala auf die 10, rechts in Saragossa vielleicht mal gebracht. Und dann hätten wir vielleicht mal ein bisschen anderen Fußball gesehen. Aber klar, im Nachhinein, wie immer, können wir alle einfach klug scheißen. Das 2:2 wieder typisch Bayern. Ja. Also klar, wir haben das Tor gemacht. Ab da haben wir Tuchel-Fußball gesehen. Ja. Offensiv Musiala raus. Erstmal noch einen Schuppo gebracht. Muss ich was sagen zum Schuppo? Ich glaube nicht, oder? Und dann machst du das 2:1 und ja, was machen wir dann? Natürlich, wir reißen dann mal wieder hinten alles durcheinander, weil es hat ja einigermaßen geklappt bis dahin. Ja, hatten wir Freiburg ganz gut im Griff, nachdem Goretzka mehr so den Libero gegeben hat, wir eine Dreierkette gespielt haben hinten. Na klar, machst das 2:1, anstatt zu sagen, komm, die Freiburger müssen ja jetzt ein bisschen Gas geben, ein bisschen aufmachen, gehen wir doch darauf, dass wir das 3:1 machen. Nee, was machen wir? Wir wechseln Musiala aus und bringen einen Upa rein. Also nichts gegen Upa, es hat nichts mit der Personalie Upa zu tun. Einfach damit, dass man dann die Abwehr wieder komplett durcheinander rüppelt. Ja? Und dann das 2:2, ein Einwurf, Goretzka passt nicht richtig auf, Minje denkt sich, ach, ist egal, ich brauche den nicht rausschieben, den Spieler. Ja, und dann kriegst du das 2:2. Wir können froh sein, dass Freiburg nicht weitergemacht hat. Ja? Dass Freiburg stehen K.O. war. Die hätten uns das 3:2 auch noch eingeschenkt. 100 Pro. Ja? War wieder komplette Katastrophe. Ja, also die erste halbe Stunde war leider mal wieder ein Offenbarungseid. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich habe die Hoffnung jetzt so, ja, die Trainergeschichte ist durch. Man nimmt die Spieler in die Pflicht. Man hat dann auch eine gute Einstellung gesehen gegen Leipzig, wie ich fand. Und dann lässt du gegen Freiburg in der ersten halben Stunde wieder fast alles vermissen. Ja. Ich weiß es nicht. Ganz wild. Ganz wild. Ja, ich würde sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Statistiken. Das mal ein bisschen größer für euch. Ja, 2:2 Endstand, Ballbesitz 38:62, Abseits 3:0. Das hat ganz gut geklappt, muss man sagen. Ja, wenn haben wir die Freiburger gut ins Abseits gestellt. Da kannst du mal lobend erwähnen. Fouls 11:7, Zweikämpfe 43:57, Schüsse aufs Tor 6:8, Schüsse insgesamt 17:20. Ecken 3:6, angekommene Pässe 304:536, Flanken 12:16. Schüsse insgesamt, Musiala 3, Tell 2, Dyer 1, Torschussvorlagen, Minje 1. Wild. Überleg gerade, wo hat er denn das Tor vorbereitet? War das bei der Ecke da, wo mit Musiala das Ding oder was? Ach, oder hat er den Ball auf Musiala gespielt? Wild. Ist auch Wurst. Gewonnene Zweikämpfe, Tell 10, Musiala 8, Davis 8. Ballkontakte 105 Kim, 99 Dyer, 86 Pavlovic. Jo, das mal zu den Statistiken. Ja, anhand den Statistiken sieht man ja auch, dass es einigermaßen ausgeglichen war. Natürlich Ballbesitz, dass wir so eine Zweikampfquote haben. Ja, ist dann auf die offensiven Dribblings, die wir teilweise gut gewonnen haben, zurückzuführen. Wie gesagt, du hättest gegen stehend K.O. Freiburger. Es war perfekt. Genau der richtige Zeitpunkt. Ich habe 3:1 getippt. Ich dachte mir, alles klar, 5er ist safe. Die Freiburger knallen jetzt nochmal alles nach vorne. Du fährst noch einen Konter und alles ist gut. Und dann machst du so ein Ding wieder. Also weiß ich nicht. Weiß nicht, muss man fairerweise, gut, wie gesagt, im Nachhinein können wir immer alle einfach klug scheißen. Ne? Aber ich glaube, man sieht da nochmal dass es einfach nicht zusammenpasst. Das ist halt einfach nicht Bayerns Spielweise zu sagen, ach komm, wir haben jetzt das 2:1 gemacht, komm, wir mauern da Dinge zu die letzte Viertelstunde. Das klappt nicht, das können wir nicht, das konnten wir noch nie. Ja?
Also, was machst du? Du fährst einen Konter zum 3-1, ja, und stellst nicht hinten mehr die komplette Abwehr um, schiebst einen Goretzka wieder ins Mittelfeld, und alles muss sich wieder umgewöhnen. Ich hab's nicht verstanden, Leute. Tut mir leid. Ich hab's nicht verstanden. Okay. Diesmal mache ich mir die Aufstellung auf, nicht, dass ich wieder einen Thomas Müller vergesse bei der Benotung. Und dann gehen wir mal rein in die Benotung. Fangen wir an mit dem besten Bayern-Spieler heute auf dem Feld. Das war Manuel Neuer, ganz klar Note 2. Ja, ohne Manu hätte es wahrscheinlich schon 2-3-0 innerhalb der ersten halben Stunde gestanden. Ja. Da hat er uns im Spiel behalten, hat sonst auch einen guten Eindruck gemacht, wie ich fand. Auch das Fußballerische war heute on point, nicht irgendwie so komische Dinger. Also Manu, Note 2, ganz klare Kiste. Gut, Eric Dyer sehe ich persönlich bei einer 3. Ja, war okay die Leistung, fand ich. Hat auch versucht dann, gerade nach dem 1-0, sich viel ins Offensivspiel einzubringen. Teilweise war es auch vogelwild. Teilweise hat er einen Kimmich hinterlaufen auf der rechten Seite. Ja, das war schon wild. Gut, dass der Kimmich dann den Ball behaupten konnte, sonst wäre da richtig Raum gewesen. Aber ansonsten hat er versucht, aus dem Halbfeld mit 1, 2 sehr, sehr guten Flanken irgendwas zu erreichen. Hat sonst einen souveränen Eindruck gemacht, ruhig, abgeklärt. Was mir heute so ein bisschen gefehlt hat, war dieses Coaching. Ja, was um Längen besser war, wenn er mit De Ligt auf dem Feld stand. Das habe ich heute sehr, sehr wenig gesehen. Das muss man fairerweise sagen. Gut, als nächstes haben wir Guerrero. Ja, war ansprechend über einige Strecken. Defensiv teilweise wieder Katastrophe, aber das sind wir auf der linken Verteidigerposition auch vom Fonsi gewohnt. Man hat gemerkt heute, dass ihm der Partner gefehlt hat. Ja, er hat ganz oft, war er in der richtigen Position, da hättest du einfach mal einen Partner haben müssen, der mal 1, 2 Pässe mit dir spielt. Ich weiß nicht, wo Musiala dann zu der Zeit war, wo der rumgeeiert ist. Das hat nicht gut geklappt heute, das Zusammenspiel. Musiala auch wieder viel zu viel eigensinnig, aber da kommen wir gleich zu. Von daher würde ich Guerrero, ja, komm, wir machen eine 3-. Was sollen wir da noch groß draufhauen? Macht ja auch keinen Sinn. Gut, jetzt muss ich erstmal raussuchen hier unseren guten Knaller Josh. Rechte Verteidiger Posi, Katastrophe. Katastrophe heute. Ja, ich weiß nicht, wie die Kommentatoren den Kimmich heute lobend erwähnen konnten. War maßlos überfordert, was ich gar nicht nur ihn anlasste. Ein Tell war nicht zugegen. Ja, 2, 3 Mal. Ein Kimmich war ganz alleine gegen 2. Das war wirklich schlecht von Mathys Tell, das Defensivverhalten. Oder gegebenenfalls von Thomas Müller. Wenn die Position getauscht hatten, war ein Tell halt mit auf Harry Kane auf einer Höhe. Und Müller hat auch 0 mit nach hinten gearbeitet, wenn er auf der rechten Seite war. Also da müssen wir den Josh mal ein bisschen in Schutz nehmen. Aber jeder Angriff ging über diese Seite. Ja, und Josh hat kein Land gesehen. Und das gegen Spieler wie Günther, der jetzt auch nicht irgendwie 5000 km/h schnell ist. Oder ein Grifo. Ja, also das ist schon ein Geschwindigkeits einer Höhe. Ja, war leider sehr überfordert der Josh, offensiv. Keinerlei Ideen, hat 2 gute Flanken, glaube ich, geschlagen. Das hat mir gut gefallen. Hat leider die Mitspieler nicht gefunden. Die Ecken waren wieder Katastrophe. Ja, ganz, ganz wenig Einfluss aufs Spiel gehabt. Aber lag halt daran, dass Freiburg mit 2 Ketten hinten drin stand und wir einfach keinerlei Ideen hatten und Josh schon gar nicht. Ja, Josh heute wieder 80% Pässe nach hinten. Also Minimum 80%. Also das war sehr, sehr wenig. Und wie gesagt, jeder Angriff, erste Halbzeit ging über seine Seite. Aber dann nehme ich ihn ein bisschen raus. Ja. Von daher sehe ich ihn bei einer 4. Gut, als nächstes haben wir Min-Jae. Min-Jae. Gut, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe Eric Dyer eine 3 gegeben.
Minje hat es eigentlich ordentlich gemacht, fand ich, ja. Das war schon okay. Gerade Defensiv-Zweikampf hat er 1, 2 gute geführt, hat auch keinerlei gefährliche Bälle heute gespielt, also relativ wenig Ballverluste gehabt, an die ich mich erinnere. Ja, beim Gegentor sah er super schlecht aus. So kannst du nicht verteidigen. Ja, von daher für mich eine Note 4. Sonst hätte ich ihn auch bei einer 3 minus gesehen. Aber das musst du anders verteidigen beim 2:2. Ja, du musst den Spieler einfach ein bisschen rausschieben oder gucken, dass du vor dem Spieler am Ball bist. Ich meine, er hätte es ja noch versucht, aber nee, das muss ein Innenverteidiger von dem Format, was er hat oder haben soll, muss das anders lösen in meinen Augen. Von daher für mich Note 4. Gut, jetzt kommen wir langsam nach vorne. Wir haben als nächstes Thomas Müller. Thomas Müller kann ich kurz und schmerzlos machen, für mich auch eine Note 4. Ja, ich habe eine Note 4 ist eigentlich noch, ja, er hat zwei Aktionen gehabt, eine, die wirklich gut war, wo er vorne was eingeleitet hat. Ansonsten, gerade die ersten, eine 4 ist schon echt human, ja. Muss ich ganz klar sagen. Also die ersten 20 Minuten, ganz ehrlich, habe ich mich fremdgeschämt für Müller. Der ist auf dem Feld rumgelaufen, kopflos, als wäre ein Huhn, was man den Kopf abgehackt hat. Hat null Einfluss aufs Spiel gehabt, hat mehr durcheinander gebracht wie alles andere wieder mal. Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Mittig komplett impactlos. Ja, auf der rechten Seite ja, war es auch nicht viel besser. Das Einzige, was gut war, dass ein Tell dann ein bisschen mittig war oder auf der halblinken Position und da gefährlich wurde. Sorry, Thomas, der Saft ist raus, Leute. Sorry. Ich spreche ihn nicht ab. Er war auch man merkt, dass er heiß ist, ja. Er hat einzigste, der richtig die Arme hochgerissen hat beim 2:1, der sich super gefreut hat. Man merkt, er will. Man sieht aber deswegen auch das mit dem Fremdschämen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es reicht noch nicht mal für einen Gegner wie Freiburg. Jetzt nichts gegen Freiburg, die haben ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber wie soll das dann auf internationalem Niveau reichen? Ja, also. Und wir werden ihn Dienstag sehen. Ja. Wir werden wahrscheinlich dieselbe Aufstellung sehen. Sei denn Sané wird fit, dann wird ein Tell draußen sitzen, ansonsten wird ein Musiala über links kommen und ein Müller über die 10. Alles andere würde mich überraschen. Ja, das zu Müller. Nächsten haben wir Leon. Leon ist da. Leon, wie gesagt, erste halbe Stunde haben wir mit 10 Mann gespielt. Der war nicht zugegen. Ja, war wieder irgendwie auf der halblinken Achterposition und hat null Einfluss aufs Spiel gehabt. Absolut null. Ja. Danach hat Tuchel ein bisschen umgestellt gehabt. Dann war er einen Tacken defensiver, dann war er ein bisschen am Spiel beteiligt. Zweite Halbzeit war dann okay, war auffällig, weil er zwischen den Innenverteidigern stand, hat mehr den Libero gemacht, hat sich trotzdem 1, 2 Mal mit eingeschaltet vorne, ja. Also Spielaufbau war er immer der Libero. Wenn wir den Ball nach vorne hatten, hat er sich auch mal vorne mit eingeschaltet. Das war echt gut. Das hat mir gut gefallen. Ja, deswegen habe ich ja auch schon mal gesagt, warum ein Leon nicht mal als klaren Sechser aufbieten. Ja, dass er wirklich den defensiveren Part macht. Ja, aber am Ende des Tages reicht die Qualität einfach auch nicht mehr aus für das Niveau, wo wir uns als FC Bayern sehen. Das muss man ganz klar sagen. Da die erste Halbzeit schlecht war, die zweite Halbzeit gut, sehe ich ihn heute mal bei einer 3 minus. Eine 3 minus, weil ich, wie gesagt, die erste halbe Stunde habe ich ihn leider nicht wahrgenommen. Ja. Zweite Halbzeit war es echt okay. Gut, als nächstes haben wir Musiala, unsere Fummelliese. Ja, wild. Hatte heute weniger Ballverluste, zumindest in den kritischen Räumen. Das war ein Tacken besser, hat aber auch 1, 2 wirklich katastrophale Zweikämpfe geführt, wenn er sich ein bisschen hat fallen lassen. Was mir gut gefallen hat, aus der etwas tieferen Position war er 2, 3 Mal echt gefährlich. Ja, wenn er natürlich links außen da rumsteht,
ist er maßlos verschenkt mit den Qualitäten, die er hat. Ganz einfach. Ja, ich weiß, er hat heute auf der linken Seite reinziehend ein Tor gemacht. Alles gut. Könnt ihr natürlich als Argument gegen meine Meinung nehmen, ist völlig fein. Aber den Impact, den er sonst auf das Spiel hatte, gerade auf das Aufbauspiel, gerade auch wenn Gegner ein bisschen tiefer steht oder auch wenn Gegner mal rausrückt und wir dann ein bisschen Raum haben, was wir heute auch teilweise hatten gegen Freiburg, waren wir komplett unkreativ. Ja, ein Harry Kane war dann wieder mehr der Zehner oder Achter, wie das der Stürmer war. Ja, Musiala hat ein Tor gemacht, von daher Note 3. Ja, weil er uns den Punkt gerettet hat. Ja. Aber ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja, muss man fairerweise sagen. Wie gesagt, wir können ihm zugutehalten, dass er nicht so viele Ballverluste in kritischen Szenen hatte, aber hat sich wieder viel zu oft festgedribbelt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, und irgendwann, wenn man diese individuelle Qualität hat, beim 100. Mal klappt's halt. Also Kimmich schießt auch 40 Ecken und dann kommt mal eine vernünftige bei raus. Also das sollte... Ja, so ist es halt. Mathis Tell, sehe ich auch ähnlich wie Musiala, da wir Musiala eine 3 gegeben haben, geben wir auch Tell eine 3. Ja, hat ein bisschen mehr Einfluss gehabt aufs Spiel, hat das Tor natürlich super gemacht. Die eine Szene hab ich mich leider geärgert, da wollte er den Ball reinspielen auf Müller und Kane, die mittig standen. Ich glaube, hätte er den aufs Tor genagelt, hätte er das zweite Tor auch noch gemacht. Das war ein bisschen schade. Vielleicht hat er es gemacht, weil er vorher mal versucht hat und dann irgendwie einen kleinen Einlauf gekriegt hat. I don't know. Defensiv war das Katastrophe, beziehungsweise auch das Zusammenspiel, das Wechselspiel mit Müller war irgendwie ganz wild auf der Seite. Ja, da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial vorhanden, aber ich denke, wir haben das auch gesehen beim Guerrero, wo er mal rechter Verteidiger spielen sollte. Das war ja eine Pose, die der Tell halt auch noch nie gespielt hat. So, das muss man ihm mal zugute halten. Hat natürlich nichts damit zu tun, dass man ruhig mit nach hinten arbeiten kann. Gar keine Frage. Das war heute nicht optimal. Nach vorne hat er aber auch wenig Einfluss gehabt über die rechte Seite. Ja, also das war nicht das, was wir auf der linken Seite sehen. Ich hatte dann zwischenzeitlich gedacht, oh, wow, hat der Thomas Tuchel das gerafft und hat umgestellt? Müller nach rechts, Tell nach links, Musiala in der Mitte. Nee, das war dann nur ein Strohfeuer von 5 Minuten. Das hätte ich mir spätestens zur Halbzeit gewünscht, dass man das fest umstellt und Müller gleich auch rausnimmt und vielleicht einen Saragossa bringt. Ja, auch er ist ein linker Spieler. Vielleicht wäre er auf der rechten Seite besser klargekommen. Ganz wilden Take hätte man halt auch noch machen können, indem man den Kimmich einfach eine Posi nach vorne schiebt ins rechte Mittelfeld. Ich denke, auch das hätte ein Kimmich hingekriegt. Und man hätte halt hinten auf Dreierkette gestellt oder hätte einen Leimer hinter ihn gebracht oder man hätte auch einen Leimer auf die rechte Mittelfeldposi bringen können. Also Möglichkeiten wären genug da gewesen, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr mit Flanken gearbeitet. Ja. Also Mathis Tell, Note 3. Pavlovic. Ja. Pavlovic war der noch am auffälligsten war von allen Feldspielern. Ja, wenn es gefährlich wurde, dann weil Pavlovic einen schnellen Ball gespielt hat. Meistens auf Tell, deshalb waren 3-mal sehr, sehr gute Pässe, wo er Tell eingesetzt hat. War der Einzige, der das Spiel mal schnell gemacht hat. Ja, aus dem Mittelfeld raus. Erste halbe Stunde, ja, hat er sich aber auch super schwer getan, so wie die ganze Mannschaft. Das ist aber auch nicht seine Aufgabe in seinem Alter, dann da die Führungsrolle einzunehmen. Da muss ein Goretzka mehr in die Pflicht gehen. Ja, würde ich auch bei einer 3 sehen. Ja, aber eher bei einer besseren 3 wie jetzt so bei Tell und Musiala. Gut, Harry Kane. Wo ist er? Da ist er. Harry Kane sehe ich heute bei einer 3 minus. Wir könnten auch über eine 4 reden. War super bemüht. Ja, von daher auch eine 3 minus in meinen Augen.
War super bemüht, hat alles versucht, was ich wieder katastrophal fand. Gerade erste Halbzeit, wo ein Tell nicht neben ihm gespielt hat, dass er sich super tief hat fallen lassen, Alter, bis auf die eigene Mittellinie. Ja, was heißt eigene Mittellinie? Bis auf die Mittellinie. Und er hat vorne gefehlt dann. Es macht einfach keinen Sinn, Alter. Ja, ich weiß, er spielt das so, er kennt das von Tottenham im Zusammenspiel mit Song. Müller ist dafür nicht mehr, der ist im Kopf nicht reif genug und nicht mehr, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war die Strafraumbesetzung war nicht vorhanden. Ja, und wir müssen jetzt auch nicht darüber reden, dass man das mit dem Musiala macht oder sonst wen. Wenn da mit dem Tell, das haben wir dann auch in der ersten Halbzeit ein paar Minuten gesehen, dass beide auf einer Höhe standen. Komischerweise hat sich dann Kane nicht mehr so weit fallen lassen. I don't know why. Wenn er sich hat fallen lassen, war der Strafraum 0 besetzt. Ja, dann bringt es auch nichts, wenn er den Ball super nach außen spielt und der Außenspieler da den Raum hat und dann reinflanken könnte, wenn keiner in der Mitte ist. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das von Kane selber kommt, ob es eine taktische Anweisung ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das nicht gut. Ja, er hat da noch 2 gute Chancen gehabt, sogar 3 oder 4 Chancen gehabt, die er sich teilweise ein bisschen selber erarbeitet hat. Ja, hat aber heute mal wieder nicht dieses Quäntchen Glück oder diese Ruhe gehabt. Ich weiß nicht, die ganze Mannschaft wirkte heute irgendwie ein bisschen so wieder, ja, der letzte Kick, der letzte Wille hat gefehlt in meinen Augen. Gut. Kommen wir zum Schuppo. Schuppo war ja wieder mal grandiose, letzten 15 Minuten auf dem Feld mit Nachspielzeit knapp 20. Ich weiß nicht, wie ihr ihn wahrgenommen habt in den 20 Minuten. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Ähnlich wie Goretzka die erste halbe Stunde. Ich weiß nicht, warum man diesen Spieler einwechselt. Sage ich euch ganz ehrlich. Und vor allen Dingen dann nicht direkt nach einem 2-1. Habe ich nicht verstanden. Müller raus, völlig legitim. Ja, Müller war schon vorher echt schlecht. Dann bring doch irgendeinen jungen Wilden rein, Alter. Mach doch irgendwas anderes, als den alten Knochen da reinzubringen, ey. Ich habe es ja nicht verstanden, aber gut. Muss ich auch nicht, alles gut. Bei mir ist die Saison eher abgehakt, was die Bundesliga anbelangt. Und ich denke, wir können die Champions League auch sehr bald abhaken. Conny Leimer wieder als Rechtsverteidiger gebracht. Völlig unverständlich für mich. Er hätte so einen Impact haben können, wenn man ihn in die Mitte gestellt hätte. Ich weiß nicht, warum man den Kimmich da jetzt unbedingt rausnehmen musste. Weil so schlecht war es dann für den Kimmich nicht in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war Katastrophe, ja, was aber auch nicht alleine seine Schuld war. Zweite Halbzeit fand ich es jetzt echt okay. Ja, habe ich nicht verstanden. Tuchel hat das anscheinend ein bisschen anders gesehen, ein bisschen kritischer. Aber ja, es bestärkt natürlich mein Take, dass sobald ein rechter Verteidiger wieder fit ist, wir einen Kimmich sehr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt auf dem Feld sehen werden. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch Fonzie Davis gehabt. Wir finden ihn, keine Sorge. Ja, Alfonso war auf jeden Fall gleich drin im Spiel. Ja, das kann man mal zugute halten. War auffälliger in den 7 Minuten an Choupo-Moting in der doppelten Zeit. Aber auch der Fonzie, wie wir ihn kennen. Ja, defensiv sich gleich wieder zweimal vernaschen lassen. Offensiv 1, 2 gute Runs dann gehabt, aber auch nichts, was jetzt wirklich super durchschlagend war. Ja, aber nach einer Verletzung, denke ich, war es ein ordentliches Comeback für die 30 Minuten, wenn wir die Nachspielzeit mit einbeziehen. War ordentlich. Ja. Was soll man vom Fonzie groß erwarten? Gut, dann haben wir noch einen Opa, der noch ein paar Minütchen gekriegt hat. Für mich völlig unverständlich, dieser Wechsel. Habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber Opa hat es ordentlich gemacht. Ja, hat dann auch noch alles versucht, wieder als rechter Verteidiger oder als
rechtester Innenverteidiger in der Dreierkette, hat versucht nach vorne noch was zu bewegen und so weiter, ja. Ja, die paar Minütchen, die er drauf war, hat er zumindest alles versucht, ja, da kann man ihm nicht irgendwie einen Vorwurf machen. Kommen wir zum Thomas Tuchel. Ja, selbst den Sky-Reporter, oder nee, DAZN war es ja heute, DAZN-Reporter, ist aufgefallen, dass ein Tuchel so gut wie gar nicht gecoacht hat. Und das Tor noch nicht mal bejubelt hat. Mit dieser Ausstrahlung, ich weiß es nicht, wäre bei mir einfach nicht mehr tragbar. Ja, ich fand es gut, dass er einen Tell gebracht hat. Lob und Anerkennung dafür. Ich fand es auch gut, dass ein Dyer weiterhin in der Startformation war. War aber auch klar auf Lazio bezogen, dass man halt nicht einen Opa dann dafür mit reinbringt. Dass man die Spieler aber alle nicht auf den optimalen Positionen aufstellt, ist für mich immer wieder eine Katastrophe. Kimmich Rechtsverteidiger, gehe ich 100% mit. Ein Tell auf der rechten Außenbahn. Ich sehe den Sinn nicht. Ja, ich verstehe den Sinn nicht. Weil Musiala, ob der jetzt links außen spielt oder rechts außen, ist beides ungefähr das gleiche Leistungsniveau. Ja. Also stell den Tell doch auf die linke Außenbahn, da wo er sich wohlfühlt, wo er performt. Und stell Musiala in die Mitte, Alter. Es macht keinen Sinn, den da außen rumspielen zu lassen. Das ist so verschwendete Qualität einfach in meinen Augen. Er kann sich ja dann immer noch auf die Halbposition bewegen, wenn es durch die Mitte nicht geht. Ja, ist ja alles gut, ist ja gar kein Problem. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Und Müller in der Form, Alter, ist es auch egal, ob der rechts außen steht oder ob der in der Mitte steht. Stellen er rechts außen, dann macht er vielleicht nicht ganz so viel kaputt. Ähnlich wie es beim Leroy ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Von daher, Tuchel-Note, da wir ja 2-2 gespielt haben, sind wir heute mal gnädig und kriegt da eine 4. Ja, weil ist ja ausreichend, 2-2 gegen Freiburg, denke ich, auswärts. Ist doch völlig legitim. Dass er dann in der letzten Viertelstunde sich vercoacht hat. Der eine wird es wieder so sehen, der andere so. Von daher, ich bleibe bei einer 4. Wie gesagt, ich rege mich auch nicht mehr auf. Ihr merkt ja auch, ich bin ein bisschen emotionslos. Ich habe das vor 2 Wochen gesagt und das Thema ist abgefahren mit dem Tuchel. Das ist komplett abgefahren in meinen Augen. Ich hatte die kleine Hoffnung nach dem Leipzig-Spiel, die Mannschaft will es den Tuchel zeigen oder will sich dem neuen Trainer schon mal anbieten, so einzelne Spieler. Und heute hatte man wieder das Gefühl, so in den ersten 20, 25 Minuten, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, Alter. Ja, das Gefühl hatte man einfach. Und wenn ich dann sehe, wie emotionslos und ein Tuchel da reagiert, wenn seine Mannschaft ein Tor schießt oder dass er da kaum eingreift und Leute, weiß ich nicht. Das ist für mich ein Trauerspiel. Aber gut, so ist es. Damit werden wir uns sehr wahrscheinlich anfreunden müssen. Ich denke, wir können jetzt endlich auch alle zusammen die Meisterschaft einen Haken dran machen. Ja. Ich denke, auch der letzte FC Bayern-Fan hat mittlerweile kapiert, dass wir dieses Jahr kein Meister werden, dass wir froh sein können, dass wir gegen Leipzig gewonnen haben, damit die Champions League Quali safe ist und damit ist auch gut. Ja. Weil das, was wir heute wieder gesehen haben gegen Freiburg, ist unser Leistungsniveau, was wir diese Saison haben unter dem Trainer Thomas Tuchel. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und von daher wird es verdammt schwer am Dienstag gegen Lazio Rom zu Hause. Ja. Wir hoffen natürlich das Beste, aber ganz ehrlich, ich sag's euch jetzt mal, wie ich denke. Es ist am Ende des Tages scheißegal, ob du gegen Lazio nochmal eine Runde weiterkommst. Ja, du wirst mit diesem Leistungsvermögen der erste Gegner, der ein bisschen mehr Fußball spielen kann wie Lazio Rom, wird uns zerlegen. Ganz einfache Kiste. Ist der Verein für mich selber schuld.
Man hätte vor dem Bochum-Spiel die Notbremse ziehen müssen. Ja, man hat die Meisterschaft schon weggegeben, die Saison. Und sehr wahrscheinlich wird man die Champions League auch noch weggeben. Ja. Aber wie immer, Leute, Montag, 18:30 live auf YouTube, live auf Twitch. Und dann werfen wir nochmal einen Blick zurück aufs Freiburg-Spiel und werfen einen Blick voraus auf Lazio, was uns da so erwarten kann. Und in diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nichtsdestotrotz ein wunderschönes Wochenende. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.